Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Stream an dem schönen Samstagabend heute. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, erholsame Woche oder zumindest ein erholsames Wochenende und die Woche war nicht ganz so stressig. Und, ja, was haben wir heute geplant? Zunächst mal will ich vielleicht ein 2 Worte zu meiner Woche sagen. Dann, wie, bereits angekündigt, werde ich noch mal ein, 2 Sachen sagen zu, meinem Chat-Overlay hier, das ich jetzt endlich mal in den Start gebracht habe. Und, ich habe mich die Woche mal mit Audio-Setup beschäftigt, weil ich da ein bisschen was umbauen möchte. Und da würde ich euch gerne an meinen Überlegungen teilhaben lassen. Ja, ansonsten, habe ich ja gesagt, mache ich auch noch 'n Review zu Dexter New Blood. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen, weil ich, diese Woche ganz einfach noch keine Zeit hatte, die aktuelle Folge zu schauen. Ja, meine Woche war eigentlich so weit ganz in Ordnung, war jetzt nicht übermäßig stressig. Heute habe ich hier 'n bisschen was umgebaut, habe 'ne kleine Decke in so 'nem Zwischenraum eingezogen. Ähm Dann ist mir noch 'n Stück von meinem Zahn rausgebrochen. Das heißt, da, hat dann der Zahnarzt Anfang nächster Woche noch 'n bisschen was zu tun, aber es tut jetzt nicht weh oder so, von daher hoffe ich, dass das so weit passt. Gestern Abend war ich auf 'nem netten Spieleabend mit 'n paar, Kumpels von mir, hat auch mega Spaß gemacht. Siedler von Catan habe ich das erste Mal gewonnen, in der Runde und, ja, hat Spaß gemacht. Kommen wir mal zum Chat-Overlay. Also, wie ihr seht, habe ich, meinen Fernseher genommen, da habe ich das Bild ein bisschen vergrößert, da habe ich dann die Webcam reingesetzt und rechts den Lautsprecher vergrößert und da habe ich den Chat eingebaut. Also, theoretisch, ich teste das jetzt mal aus, wenn ich jetzt etwas schreibe, sollte das eigentlich hier auch entsprechend in meinem Lautsprecher von dem Fernseher erscheinen. Und nach ein paar Sekunden, ich weiß nicht, ich glaube 10 oder so, kann es sein, dass es auch wieder verschwindet. Vielleicht habe ich das auch noch mal ausgestellt. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe, hier in der Mitte halt ganz normal mein Webcam-Bild reingebaut. Und zwar so, dass ich, wie ich das schon mal in einem der vorherigen Videos gezeigt habe, dass ich halt hier so 'ne Shape drüber gelegt habe mit abgerundeten Ecken, damit, das eben da schön reinpasst in das, Layout. Und, für den Chat habe ich eine ähm, ja, Szene benutzt und, habe das dann mit Streamlabs gemacht. Und ich würde sagen, das zeige ich jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wie das funktioniert. Dazu wechsle ich mal auf den Hauptbildschirm und da haben wir auch schon das erste Problem, nämlich wenn ich hier den Screen entsprechend wechsle von einem mit Webcam zu 'nem anderen, dann verschwindet die Webcam. So, das heißt, da muss ich die immer kurz deaktivieren und wieder aktivieren und dann ist sie wieder da. Habe ich noch keine Lösung für gefunden, hatte ich aber noch keine Zeit, großartig zu googeln. Das Problem habe ich halt nicht, wenn ich von dem Starting Soon Bildschirm zum Beispiel auf den Hauptbildschirm gehe, weil dann, war ja in der vorherigen Szene keine Webcam an. Aber schauen wir uns das hier mal an, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich mir bei Streamlabs einen Account gemacht und wenn ich dann unter All Widgets gehe, dann gibt's hier Chatbox und in dieser Chatbox kann ich hier eben, ja, verschiedene Layouts auswählen. Teilweise kosten die dann, glaube ich, auch Geld. Kann hier 'n Theme auswählen, da gibt's verschiedene, keine Ahnung, Oldschool, sieht dann halt so aus. Box, dann hat man eben solche Boxen. Ähm, Zeigt das an? Ne. Ah, jetzt, genau. Solche Boxen hat man dann und ich habe es jetzt einfach mal auf Twitch gelassen, war für meine Bedürfnisse ausreichend. Da kann man hier noch einstellen, was für Badges erscheinen sollen. Dann gibt's noch irgendwie, so besondere Emoticons oder Emojis oder wie die Dinger heißen, von Better TTV, die man dann eben einschalten kann und Franker Face Z.
Und, man kann hier die Background-Farbe einstellen, die Textfarbe. Was ich halt relativ hochgestellt habe, ist die Schriftgröße, damit man es eben auch halbwegs gut, sehen kann. Ja, ich habe jetzt hier mal angeklickt „Always show messages". Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich ganz viel gebe an Chatnachrichten. Aber grundsätzlich kann ich hier eben auch so einstellen, keine Ahnung, dass die Chatnachrichten dann nach 10 Sekunden wieder oben rauslaufen und verschwinden. Genau, ja, das war's jetzt so im Großen und Ganzen. So, wenn ich das dann, speichere, dann kann ich hier eben die Widget-URL kopieren und kann die eben in meinem Overlay entsprechend einfügen und, dann sieht man dann eben hier rechts die entsprechende Chatbox. Genau. Also das, soweit dazu. Und jetzt würde ich sagen, können wir mal einen Blick auf Audio-Setup werfen. Also, mehr habe ich jetzt bezüglich Twitch-Kanal, jetzt auch nicht rumgebastelt. Ich habe zwar auch noch rausgesucht, wie ich an, ähm, quasi lizenzfreie Musik komme, um die zum Beispiel am Anfang bei dem Starting Soon Screen anzuzeigen, aber habe ich mich jetzt noch nicht weiter damit beschäftigt, wie ich das hier am besten einbinde. Also, wahrscheinlich, ist es am einfachsten, wenn man irgendwie 'ne Spotify, Musikliste dann hat. Da gibt's ein, 2 und die kann man dann eben laufen lassen. Aber wie ich das dann genau mache, muss ich mir noch mal anschauen. Genau, aber Audio-Setup. Ich habe ja schon mal, erklärt, dass ich gerne, Uncharted 1 bis 3, streamen würde, und zwar von der PS4. Ich habe keinen Bock, die PS4 irgendwie hier immer umzubauen. Deswegen würde ich jetzt mal bevorzugen, wenn ich dann an meinem normalen Fernseher PS4 spielen könnte, und zwar, ähm, am besten noch von der Couch aus, ja? Da brauche ich da keinen Stuhl hinzukarren und nix, ja? Da kann ich einfach bequem, wie ich sonst auch spiele, an der PS4 spielen. Und natürlich soll mittelfristig dann auch das Ziel sein, dass ich kein Ein-PC-Streaming-Setup habe, sondern vielleicht 'n Zwei-PC-Streaming-Setup. Ich will vielleicht auch mal probieren, ob ich meinen Laptop als, quasi Streaming-PC nehmen kann. Weiß ich aber nicht, ob der dann für alle Dinge performant genug ist, müsste man halt mal ausprobieren. Wie dem auch sei, Capture Card habe ich mir, gebraucht eine geholt, um das mal auszuprobieren. Hat soweit auch gut funktioniert, hatte aber das Problem, dass ich den Sound vom Spiel nicht auf meinen Laptop zum Streamen bekommen habe, sondern nur das Bild. Gut, an dieser Capture Card von Elgato, da ist auch noch so 'n Mini-Klinkenanschluss dran, mit dem man quasi, dann den Sound übertragen kann auch noch. Das hat dann auch funktioniert. Ähm, Habe ich also sowohl Sound als auch Bild gehabt zum Streamen. Gut, das Problem an der Geschichte war jetzt, mein Laptop hat genau einen Mini-Klinkenanschluss und da müsste ich jetzt aber eigentlich den Spielesound anschließen, die Kopfhörer, also das Headset und mein Mikrofon. So, das Problem ist jetzt, 3 Stecker habe ich, nur einen Anschluss. Brauche ich irgendwas, wo ich mehr Anschlüsse bekomme. Gut, mittlerweile war ich immerhin so gut, dass ich das auch hinbekommen habe, den Ton über HDMI, in OBS reinzubekommen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch 2 Anschlüsse, die ich in meinen einen reinbekomme. Aber dazu dann noch mal nachher, ja, noch 'n paar zusätzliche Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Aber jedenfalls war das so der Anstoß für die Odyssee diese Woche herauszufinden, wie ich mein Audio-Setup entsprechend aufbauen könnte, damit das alles funktioniert. Ja, fangen wir mal an. Da habe ich mal 'n bisschen gegoogelt und ja, zuerst will man ja eigentlich auch nicht so viel Geld ausgeben. Ich meine, ich verdiene ja damit kein Geld, das ist 'n Hobby. Von daher
wenn man da irgendwie dann mal ein kleines Geld ausgibt, um das einfach mal ans Laufen zu bekommen, das reicht ja dann aus. Ähm, War mein erster Aufschlag das Teil hier, das, Behringer Xenix, 302 USB. Hat soweit auch ganz gut funktioniert. Ich habe hier meinen XLR-Anschluss, weil mittelfristig hätte ich auch gern XLR-Mikrofon. Aktuell habe ich ja mein Blue Yeti, per USB angeschlossen. Ich habe hier ein paar Cinch-Anschlüsse, wo ich Zeugs anschließen könnte. Und was halt relativ wichtig ist, weil dann teilweise die Mikrofone, die Kopfhörer, was weiß ich, die haben dann 'n Mini-Klinkenanschluss oder irgendwie 6,3 Millimeter Anschluss. Und, haben wir hier auch eben Mini-Klinken für Kopfhörer, Mikrofon. Wäre also von daher eigentlich ganz gut gewesen. Allerdings hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dass ich an dem Teil hier, 1. nicht den Systemsound regeln kann und zweitens habe ich keinen Mute-Button fürs Mikrofon. Und Mute-Button hätte ich eigentlich schon ganz gerne, haben aber die meisten Geräte, die ich mir jetzt angeschaut habe, nicht. Genauso wie Mini-Klinkenanschluss. Schwierig zu finden. Gut, jedenfalls, habe ich dann noch mal 'n bisschen weitergesucht und habe dann noch mal 'n bisschen andere Sachen bestellt. 1. diese externe Soundkarte hier, die hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich meine, die konnte ich anschließen per USB, habe meinen Kopfhöreranschluss auch, habe meinen Mikrofonanschluss. Wird jetzt grundsätzlich zunächst mal ausreichen. Und ich kann wunderbar meinen, Systemsound mit da vorne dem Lautstärkeregler regeln. Was ich nicht machen kann, ist 1. ähm, die Mikrofonlautstärke quasi einstellen und zweitens kann ich keinen Mute-Button fürs habe ich keinen Mute-Button fürs Mikrofon. Gut, ähm, fand es aber so ganz gut. Also, wenn man mal auf der Suche ist nach 'ner externen Soundkarte, da ist das, glaube ich, keine schlechte Wahl. So, dann das nächste war also, das Ding hat halt auch keinen XLR-Anschluss. Hätte ich halt ganz gern, damit ich auch so 'n bisschen zukunftssicherer bin. Habe ich mir als Nächstes das Teil hier angeschaut. Und das war eigentlich schon ganz gut. Das hat eigentlich relativ viel von dem, wenn nicht alles, was ich gerne gehabt hätte. Hat mir aber auch so ein paar Problemchen bereitet. Und zwar hat's damit angefangen, dass ich in einer Tour 'n Echo hatte auf den Kopfhörern. Ähm, Die meisten Geräte oder, viele Geräte, die haben Monitoring-Anschlüsse. Das heißt, ich stecke ähm, meine Kopfhörer, in das Gerät hier, Audiointerface, Mixer, was auch immer, und höre direkt auf meinem Kopfhörer, was ich auch in mein Mikrofon spreche. Das heißt, wenn ich irgendwelche Soundprobleme habe oder so, höre ich das. Gut, hier war jetzt aber so kein Knopf, ne, für Monitoring an, aus. Ich habe da jetzt so direkt auch nicht einen expliziten Monitoring-Anschluss gesehen. Habe dann hier unten beim Loopback, ähm, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat, die letzte Woche oder die letzten 2 Wochen, ähm, an ausgeschaltet ohne Erfolg. Was das ist, komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen. Ähm Ja, irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, in der Software kann man Monitoring ein ausschalten. Habe ich es ausgeschaltet und siehe da, das Echo war weg. Also, kaum macht man's richtig, schon geht's. Problem ist, jedes Mal, wenn ich irgend 'ne Einstellung geändert habe, hier Mikrofon ein ausgesteckt habe oder sonst irgendwas geändert habe, ist dieses Monitoring immer wieder reingesprungen. Ich habe nicht gefunden, wie ich das dauerhaft ausschalten kann. Von daher hat mich das schon mal, etwas gestört. So, dann Loopback. Was das ist, komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen. So ganz blicke ich noch immer nicht durch, aber ich habe so 'ne grobe Vorstellung davon. Habe ich angeschaltet, ausgeschaltet, habe es versucht ans Laufen zu bekommen, habe ich nicht hinbekommen. Ist, so wie ich das verstanden habe, dafür da, dass ich den Systemsound, quasi hier auch in dieses Audiointerface, reinbekomme. Und dann quasi mit meinem Mikrofon oder mit anderen Dingen, die ich angeschlossen habe, zusammenmixe und wieder zurückschicke an den PC,
zum Beispiel dann OBS zum Streamen. Gut, habe ich jedenfalls nicht hinbekommen. Und was ich auch nicht hinbekommen habe, ist über diesen AUX-In-Anschluss, den wir hier unten sehen. So, hier der AUX-In-Anschluss, also hier kann ich Loopback an ausschalten, hier AUX-In. Da wollte ich dann zum Beispiel mal Handy anschließen oder die PS4 über die Capture Card, habe ich nicht zum Laufen bekommen. Also ich habe den Sound dann nicht über dieses AUX-In hier bekommen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu dumm drangestellt, bin ich ja gut drin. Jeder, der meine Dark Souls Let's Plays gesehen hat, der weiß es. Aber war jetzt insgesamt nicht so zufrieden. Gut, Systemsound konnte ich auch nicht regeln über das Teil hier, aber das können halt die wenigsten und alle hopp ist vielleicht auch 'n Feature, das man nicht unbedingt braucht. Jo, habe ich mich jetzt halt da mal auf die Suche nach Alternativen gemacht und habe mir verschiedene Sachen rausgesucht und ich bin halt total unerfahren in dem Bereich. Das heißt, ich habe keinen Plan von Audiointerfaces, Mixern, Ton, Soundsetup und so weiter und so fort. Von daher war das für mich sehr, sehr undurchsichtig und sehr, sehr schwer, da in irgendeiner Form 'n Durchblick zu bekommen. Das heißt, wenn einer von euch irgendwie da mehr Erfahrung hat und kann mir dann an der einen oder anderen Stelle 'n Tipp geben, liebend gerne. Schreibt mir in den Chat oder in die Kommentare rein. Ich bin sehr dankbar. Gut, also, was ich zum Beispiel gefunden habe, war hier diese, ähm, ja, externe Soundkarte, Mixer, wie man's auch immer nennen will. Und sieht eigentlich so ganz gut und vielversprechend aus. Ich kann hier meine Mikrofon und noch 'n zweites Mikrofon kann man vielleicht auch als Line-In benutzen, würde ich jetzt mal hoffen. Entsprechend regeln über die Lautstärke. Ich kann hier die Kopfhöreranschlüsse regeln. Ich habe hier noch so 'n paar andere Dinge, die ich einstellen kann, die ich aber eigentlich nicht wirklich brauche. Es hat halt so 'ne Phantomspeisung von 48 Volt, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür da, dass wenn ich 'n Kondensatormikrofon anschließe, also, es gibt wohl dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone und diese dynamischen Mikrofone brauchen eben 'ne Zusatzspannung von 48 Volt und die dynamischen Mikrofone scheinbar nicht, sonst gehen die kaputt. Ähm, Hat aber auf jeden Fall 2 XLR-Anschlüsse, das ist schon mal gut. Kann ich nämlich 2 Mikrofone anschließen. Ich habe hier diesen Line-In, wo die Gitarre dran ist. Hoffe ich, dass ich da dann auch irgendwie zum Beispiel die PlayStation 4 oder so anschließen könnte, bin ich mir aber nicht sicher, ob das dann funktioniert. Könnte 6,3 oder 6,35 Millimeter sein. Da kann man nachher mal in der Beschreibung gucken und ich habe meine 2 Kopfhörerausgänge. So, hinten genau, da habe ich jetzt noch Mobile In, das ist schon mal gut. Da könnte ich dann auf jeden Fall die PS4 anschließen. Das ist auch 3,5 Klinke. Und ich habe hier auch noch Stereo-Sound für Cinch. Das heißt, da wäre ich eigentlich relativ flexibel an der Stelle. Gut, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Also, die 3 Dinger hier, die hatte ich mir bestellt, habe die aber jetzt alle wieder zurückgeschickt. Ansonsten habe ich hier von den nächsten Geräten, die ich euch zeige, noch keins ausprobiert. Also, das hier wäre, denke ich, eine Möglichkeit, mit überschaubarem Geld das Ganze zu realisieren. Gut, dann habe ich das Ding hier empfohlen bekommen und das scheint eigentlich auch ganz praktisch zu sein, weil das auch wieder relativ viel von dem kann, was ich gerne hätte. Wir haben also erst mal XLR-Anschlüsse, schon mal gut, kann ich Mikrofon anschließen. Wir haben hier 'ne Phantomspeisung, also auch wieder diese 48 Volt für den ersten Mikrofoneingang hier. Kann ich übrigens hier oben XLR anschließen und auch Klinke, also 6,35 Millimeter. Ich habe hier noch mal verschiedene Anschlüsse, also Cinch, dann 6,35 Millimeter. Und was wirklich finde ich, selten vorhanden ist, ich kann hier 3,5 Millimeter Klinke anschließen, Mikrofon und Headset oder eben auch AUX-In, also das heißt Handy, Playstation, was auch immer.
So, die Dinger hier, die kann ich auch alle relativ gut einzeln regeln. Also hier USB-Sound, das ist dann das, was zum Computer geht, beziehungsweise vom Computer dann ans Systemsound kommt, über USB. Ich kann hier die Dinger, regeln, wobei das hier, Channel 1, das ist, glaube ich, mit dem ersten Mikrofoneingang hier gekoppelt. Das heißt, es wird dann da drüber laufen. Ja, ist halt 'n Mixer, ne, kein Audiointerface. Ich wusste nicht, was der Unterschied ist. Mittlerweile weiß ich's einigermaßen. Ähm, Kann ich vielleicht gleich jetzt mal beim nächsten Gerät erklären. Beziehungsweise ich fange hier an und gehe dann fließend ins nächste Gerät über, weil das hier ist jetzt wirklich 'n Mixer und das nächste Gerät, das ich euch zeige, das ist 'n Audiointerface. Also, diese Mixer, die haben in der Regel auch 'n Audiointerface, weil ich da eben auch meine Audiogeräte anschließen kann. Und, wird, wie das jetzt auch in dem Fall ist, gibt's auch unterschiedliche. Ich würde mir dann natürlich eins holen, das ich per USB mit dem Computer verbinden kann. Ähm, Kann ich an den Computer anschließen, um das dann eben in OBS reinzubekommen. Und auch dann natürlich auf den Kopfhörern den Systemsound zu hören. Ähm, Bei den Dingern ist es aber scheinbar so, dass man zunächst mal, hier alle Audioquellen, anschließt und die hier reinkommen. Das heißt Systemsound, Mikrofon, PlayStation 4, keine Ahnung, Musik, was man auch immer anschließen möchte. Das wird dann hier in diesem Mixer zusammengemischt, kann man dann auch noch so 'n bisschen abstimmen, ne? Also, zum Beispiel hier mit Gain kann ich dann das Mikrofon lauter machen. Ich habe da über 'ne Software, auch irgendwie die Möglichkeit, dann noch so 'n paar andere Geschichten mit'm Sound, rumzubauen und abzumixen. Und wenn das Ganze dann schön abgemixt ist, dann kann ich das zurück an den Computer schicken. Das wird dann in der Regel im, Stereosound an den Computer geschickt und der Sound, der ist dann fertig abgemixt und wird eingespeist. So, das ist für Streaming, denke ich, ausreichend. Ja, ist eben auch gut geeignet, wenn man irgendwie Live-Auftritte wirklich auf 'ner Bühne oder so hat, kann ich das alles abmischen in dem Gerät, und eben auf meinen Lautsprecher schicken. So, das nächste Gerät ist jetzt 'n reines Audiointerface und da ist es so, dass ich hier zunächst mal keine Möglichkeiten habe zu mixen, zumindest nicht am Gerät und in der Regel auch nicht in der Software. Gibt's aber auch Software, die das machen kann. Also, von daher könnte man das auch softwareseitig quasi, nachholen oder nachrüsten in Anführungszeichen. Hier ist es jetzt so, dass ich hier auch, 2 XLR-Anschlüsse habe. Die sind auch wieder kombiniert, also ich kann da auch 6,35 Millimeter Klinke reinstecken. Ich habe hier meinen Kopfhöreranschluss, wo ich auch Systemsound bekomme, weil ich das Teil hier auch über USB, so sieht man das noch besser, an den PC anschließen kann. Gut, MIDI brauche ich nicht, aber hier, die sind eigentlich auch noch mal ganz gut. Hier habe ich auch noch mal 2 Line-Inputs, wo ich irgendwas anschließen kann. Der Nachteil an dem Teil hier ist jetzt, ich kann zwar die Eingangslautstärke von meinem Mikrofon regeln, das heißt lauter, leiser machen, habe hier so 'n Lautstärkeregler, insgesamt fürs Monitoring und hier für Kopfhörer. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier jetzt so der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist dann vielleicht das eine, insgesamt, also alle Eingaben und das andere ist Kopfhörer oder das hier ist wirklich nur Monitoring. Also, weiß ich jetzt nicht genau. Der Vorteil bei den Dingern ist halt, dass die, jede, Eingangsquelle hier soundmäßig an den PC in einem eigenen Kanal schicken. Das heißt, ich könnte jetzt per Software quasi hier das Mikrofon reinpacken, dann da, ob's geht oder nicht, weiß ich nicht. Wie ich das jetzt ausprobieren würde, erkläre ich nachher mal. Aber könnte hier dann vielleicht die PlayStation 4 anschließen, kommt der Sound rein. Auf der Rückseite könnte ich irgendwie, keine Ahnung, noch Musik oder was auch immer einspeisen. Und dann habe ich wirklich 3 Kanäle, die in den PC gehen. Und ich kann diese 3 Kanäle erstens in OBS einzeln, abwählen und anwählen. Da gibt's über Audio, mal gucken, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Ähm, bei den erweiterten Audioeigenschaften
Zum Beispiel dann vom Mikrofon kann ich Spuren anstellen. Und dann könnte ich quasi die Spuren 1, 2, 3 anstellen, dann hätte ich alles. Klicke ich die Spur 3 ab, ist der Ton weg. Also dann habe ich den, denke ich mal, auf dem Kopfhörer, aber der wird eben nicht in den Stream gehen. Dafür ist es halt ganz geil, und wenn ich jetzt Richtung YouTube oder sowas gehe, ja, vielleicht da auch mal was mache, dann ist es halt cool, dann habe ich alle 3 Spuren separat abgespeichert, kann die separat hoch runter regeln, den Sound anpassen, was auch immer, ja? Das ist halt das Geile an den Geräten, und, von daher tendiere ich aktuell so 'n bisschen in die Richtung. Habe aber halt jetzt keinen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. Gut, was ich mir da überlegt habe, komme ich nachher dazu. Gucken wir uns mal das nächste Gerät an. Die werden halt auch immer teurer, und so viel Geld will ich eigentlich auch gar nicht ausgeben. Aber nur mal, dass ihr mal seht, was ich mir alles angeschaut habe, und vielleicht auch mal so 'n bisschen erklären, was da so meiner Meinung nach die Unterschiede sind. Aber wie gesagt, ich bin total unerfahren in dem Bereich. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wirklich 0,0. Das heißt, korrigiert mich gerne, wenn ich hier Bullshit erzähle. Also, das Gerät ist so ähnlich wie dieses, Focusrite, dieses rote Gerät. Ja, ich habe hier auch Kombination XLR Klinke, habe hier Monitoring, habe, Stärkeregler hier für meinen Kopfhöreranschluss, für meine Mikrofone, habe hier hinten auch meine Line-Ins, USB-Anschluss. Also, ist eigentlich auch alles an Bord, wie auch bei dem vorherigen Gerät. So, das hier ist jetzt schon 'n bisschen interessanter, weil das Gerät hier, das hat mal gucken, wo haben wir die Front? So, das hat jetzt hier Kopfhöreranschluss. Das sieht für mich nach 6,35 Millimeter Klinke aus, und hat einen Stereo-Input. Hier steht 3/4, 3/4, keine Ahnung, was das jetzt heißt. Ich würde aber hoffen, dass ich darüber 'n 3,5 Millimeter Klinken Stecker reinstecken kann und da PlayStation 4 oder Smartphone, oder was auch immer anschließen könnte. Wäre jetzt so meine Hoffnung. Hat dann darüber hinaus auch XLR-Anschluss, auch hier wieder kombiniert mit 3,5 Millimeter Klinke, und hat hier eben auch noch verschiedene Ausgänge. Ähm, und Source ist, denke ich, noch 'n Eingang. 3,4, das könnten natürlich auch die muss ich gleich mal aufm Board gucken, bei den Bedienelementen könnte dann vielleicht auch irgendwo 3,4 noch für Lautstärkeregelung oder so dran stehen. Mal schauen. Gut, es gibt hier Balanced und Unbalanced, Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, das eine ist irgendwie, glaube ich, ich habe es mir angeguckt, aber kriege es nicht mehr zusammen. Also, ich glaube, das eine ist irgendwie geeignet für weitere Strecken zu hinterlegen, weil das nicht so störanfällig ist, und das andere nicht. Ähm, also, habe ich irgendwie was gefunden, aber, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig genau. Gut, jetzt gucken wir mal noch, ob wir genau, hier ist 3,4. Dann kann ich wahrscheinlich hier irgendwie einschalten, was ich hier hören will. Kann's vielleicht auch ausschalten, also Richtung Mute-Knopf, ne? Das wäre eigentlich ganz cool. Hier haben wir auch noch mal 'n Mute-Knopf, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles mutet oder nur die Mikrofone oder was auch immer. Ähm, kann aber ansonsten hier auch relativ viel regeln, ja? Ähm, das ist halt auch wieder so das Ding, ne? Ich brauche dann halt teilweise wirklich so 'n Loopback-Teil, damit ich eben auch vielleicht den, ähm, Systemsound reinbekommen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt alles auf einem Gerät habe, ja, dann habe ich ja den Systemsound schon in OBS drin. Also, ich weiß nicht, ob ich da wirklich Loopback brauche. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Was das Ding hier jetzt halt hat, ist hier noch mal so 'n Mikrofon, was ich halt null brauche. Das ist dafür da, dass, man quasi, wenn man die Kopfhörer aufhat, irgendwie was singt oder so, dann kann derjenige, der da hier an dem Pult hier sitzt, über das Mikrofon auf die Kopfhörer sprechen und sagen: „Ja, keine Ahnung, rede 'n bisschen lauter oder sing leiser“ oder keine Ahnung. Ähm, ja, also wäre auch 'ne Möglichkeit. Dann
So, und jetzt kommen wir zu einer Preisklasse, die sprengt natürlich für mich jeden Rahmen, aber das ist halt so genau das Ding, das ich gern hätte, ähm, weil es eben alles hat, was ich gern hätte. Fangen wir mal mit den Anschlüssen an. Ich habe hier 4 XLR-Anschlüsse für Mikrofone. Ist viel zu viel für mich, ne? Also, dieser Rodecaster Pro, der hat jetzt halt 4 Anschlüsse von fast allem. Verstehe ich halt nicht, kann man dann einfach noch 'ne Light-Version machen mit 2 Anschlüssen, ja, die dann halb so teuer ist. Wäre halt geil, aber hat's nicht. Okay. Also 4 Mikrofonanschlüsse XLR, hat hier sehr schön, 3,5 Millimeter Klinke für Smartphone, PS4, was auch immer. Hat hier das dann wahrscheinlich 6,35 Millimeter Klinke für, ähm, Kopfhörer. Hier noch mal wahrscheinlich für Lautsprecher, so wie's aussieht. Ich kann das Ding an meinen, Computer anschließen. Super. Hat halt oder braucht halt hier extra Power, also Stromanschluss, Netzteil. Haben die manche der Mixer davor auf oder Mixer beziehungsweise Audiointerfaces brauchen das nicht. Die beziehen dann ihren Strom über USB. Gut, was jetzt hier halt noch unheimlich geil ist, ich kann hier wirklich jeden Kanal einzeln, von der Lautstärke her einstellen, mit USB, mit Handy. Das Ding hat Bluetooth. Das heißt, ich brauche noch nicht mal hinten den 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. Ich könnte mein Smartphone auch über Bluetooth anschließen. Könnte man zum Beispiel auch machen, wenn man jetzt Richtung Podcast geht, ne? Das Ding ist halt eben auch für Podcast eigentlich gedacht. Ähm, Könnte 'n Telefonat auch dazu schalten, ja, über 3,5 Millimeter Klinke oder noch besser hier über Bluetooth. Ich kann jeden dieser Kanäle einzeln stumm schalten, was ich halt unheimlich gerne hätte. Kann hier die Lautstärke einzeln regeln, noch der von den Kopfhöreranschlüssen, habe hier 'n Display, wo ich verschiedene Sachen mir anschauen kann. Also, es ist wirklich cool, das Ding, finde ich. Und ich habe hier noch mal so Knöpfe, wo ich irgendwie voreingestellte Sound und Audio-Settings abfahren kann, ja? Also, richtig geil, das Ding. Der Bruder, ja, quasi vom anderen Hersteller ist das Tascam Mixcast 4, was ich, mindestens genauso geil, wenn nicht noch 'n bisschen besser finde, weil man hier vielleicht auch aufm Display 'n bisschen besser, Sachen erkennen kann. Zeige ich gleich noch. Und habe hier eigentlich genau das Gleiche wie bei dem Rode auch. Ich habe hier 4 Mikrofonanschlüsse. Vorteil hier ist halt, ich habe hier noch die Kombination mit 6,35 Millimeter Klinke. Habe hier für mein Smartphone Anschluss, habe hier noch mal Anschluss für Line-In, habe meine Kopfhöreranschlüsse, habe hier noch mal 'n Line-Out 3,5 Millimeter Klinke, USB-Anschluss, auch wieder separat Strom. Und wenn man das hier jetzt sieht, hier bin ich in der Lage, aufm Display mir anzuzeigen, was auf meinen einzelnen Knöpfen drauf liegt, ne? Und das ist natürlich auch wieder 'ne schöne Sache, wenn ich das sehe. Ansonsten habe ich hier wieder die gleichen Möglichkeiten wie bei dem Rodecaster auch. Ich kann einzelne Spuren stumm schalten, kann die einzeln von der Lautstärke her einstellen. Also, ist auch richtig geil, das Ding. Hätte ich gerne. Ist mir aber zu teuer. Und ist natürlich auch deutlich größer, wenn ich jetzt nur so 'n Audio-Interface hole. Ja, weil wenn ich das eben habe ich ja vorhin gesagt, Laptop, Couch und ich habe dann irgendwie sieht man's? So 'n Riesenteil, ähm, neben mir stehen. Ich weiß nicht, wie schwer die Dinger sind, aber ist natürlich besser, wenn's irgendwie 'n kleineres Gerät wäre. Aber damit könnte ich noch leben, mit dem Preis jetzt so zunächst mal nicht. Genau, also das waren jetzt eben so, die Audio-Interfaces, Mixer, die ich gefunden habe. Dieses Tascam hier und dieses Rode, die gehen, würde ich sagen, auch eher so in die Richtung Mixer, haben aber den Vorteil, dass die ein Multitrack, ähm, USB-Recording ermöglichen. Das heißt, hier kann man auch wieder jeden Track einzeln in 'ne Software rein schieben, was weiß ich, Adobe, Audition oder Reaper oder wie die Dinger auch immer alle heißen mögen, oder auch in OBS, ja, und kann die, einzelnen Tracks quasi einzeln an und abschalten, ne? Das ist auch wieder
halt hier bei den beiden gegeben, aber gut, die kosten dann halt auch 500 € und nicht 200, 150 €. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, hier habe ich so das Problem, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier meine 3,5 Millimeter Klinke dran bekomme. Aktuell tendiere ich halt zu so 'nem Gerät. Ähm, und für diese Problematik mit diesen 3,5 Millimeter Klinken habe ich mir jetzt auch mal versucht, Lösungen zu finden. Gut, also, hier gibt's zunächst mal so Dinger. Die sind relativ cool, oder zumindest das hier finde ich relativ cool, weil ich habe hier jetzt hier sieht man's ganz gut. Ich kann hier jetzt meinen Kopfhöreranschluss, anstecken, ja, also es ist jetzt, 3,5 Millimeter Klinke, kann ich also hier anschließen. Ich hoffe, dass es auch mit Mikrofon geht. Ähm, Kopfhörer, PlayStation 4, was auch immer. Hätte hier auch Cinch und noch hier 6,35 Millimeter Klinke. Und auf der anderen Seite kommt XLR raus. So, das Problem an der Stelle ist jetzt, XLR ist zunächst mal, wenn ich das richtig verstanden habe, Mono. Das heißt, um da Stereo-Sound rauszubekommen, brauche ich eben hier gut, bei Cinch, ne, das ist dann Rot-Weiß Stereo. Hier 6,35 Millimeter Klinke, habe ich schon auch 2 Mono-Anschlüsse, die da reingehen. Hier, TRS 3,5 Millimeter, das ist halt schon Direktstereo. Geht hier raus, einmal linker, einmal rechter Kanal und müsste dann den, in das Audiointerface hier eben auch in Mikrofoneingang 1 und 2 reingehen. Ja? Heißt, dann wären die belegt, wäre dann wieder die Frage, brauche ich jetzt statt hier so einen mit 2 Anschlüssen, einen mit 3, dann mit 4, weil ich muss ja auch vielleicht noch mein Mikro anschließen können. Gut, aber prinzipiell müsste man eigentlich so 3,5 Millimeter da reinbekommen. Kostet jetzt wieder 'n Haufen Geld, ja. Belege mir 2 von diesen Anschlüssen. Gut, da komme ich vielleicht so oder so nicht drum rum, weil ich eben, über an diese XLR hier Dinger hier eben nur Mono anschließen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Also schwierig. Die Alternative, die ich gefunden habe, wäre das Ding hier und ich würde aktuell auch zu dem hier tendieren. Ist halt deutlich günstiger und müsste eigentlich auch das machen, was ich gerne hätte. Das hat auf der einen Seite hier XLR. Das heißt, ich kann das dann normalerweise hier anschließen. Und auf der anderen Seite hat's 3,5 Millimeter Klinke. So, für Mikrofon müsste es normal ausreichen. Und, grad wenn ich auf der Couch bin, dann hätte ich halt eben gerne ein Mikrofon, das ich anstecken kann. Lavalier-Mikrofon heißt es, glaube ich, oder eins quasi, dass man so 'n Bügelmikrofon hat, das man sich hier oben über die Ohren hängt oder an beide Ohren und noch hinten über den Nacken geht, wie auch immer, damit ich das schön am Kopf habe, ich mich bewegen kann, ich mich ordentlich auf die Couch lümmeln kann und eben keine Probleme habe, wo ist das Mikrofon und so weiter und so fort. Ähm, Wie so was aussehen könnte, also das hier ist so 'n Lavalier Levelier, keine Ahnung, wie man's ausspricht, Mikrofon. Hat hier halt 3,5 Millimeter Klinke. Das hier wäre so 'n Mikrofon, das man sich übers Ohr hängt, ähm, hat aber Mini-XLR-Anschluss. Als gäbe es nicht genug Anschlüsse, haben wir noch 'n Mini-XLR statt XLR 6,35 Millimeter Klinke und 3,5 Millimeter Klinke. So, das nächste Problem, wie bekomme ich jetzt Mini-XLR an mein XLR-Audio-Interface? Gibt's mit Sicherheit Adapter, fand ich aber gar nicht so leicht zu finden. Ähm, aber da findet sich bestimmt 'ne Lösung. Also, ich habe auch Adapter gefunden, aber, wahrscheinlich habe ich einfach den falschen Suchbegriff eingegeben. So, was ich jetzt aber auch noch gerne hätte, wäre eben so 'n Teil. Und dass eben die, Mikrofon das Mikrofon wireless, also kabellos an mein Audiointerface, Laptop, was auch immer, weiterleitet, dass ich nicht so viel Kabelsalat habe, wäre halt schon auch ganz geil.
Ist halt auch relativ teuer. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht finde ich's ja irgendwo auch gebraucht 'n bisschen günstiger. Ähm, aber wenn wir es jetzt trotzdem einfach mal im Hinterkopf behalten, dass das vielleicht irgendwann mal 'ne Sache wäre, die ich mir anschaffen wollen würde, dann habe ich hier aber das Problem, dass ich hier so 'n 3,5 Millimeter Klinkenanschluss habe. Das ist für das Teil hier halt cool, ne? Dafür ist halt gedacht, kein Problem. Aber wie bekomme ich jetzt das Ding an dieses Teil dran? Geht das überhaupt oder geht das überhaupt nicht? Ja, keine Ahnung. Ähm, man kann teilweise sieht man das hier irgendwo? Also, es gibt teilweise welche, da kann man hier das quasi abdrehen und dann so 'n anderes Kabel dran machen mit 3,5 Millimeter Klinke. Von daher würde ich jetzt hoffen, dass es rein theoretisch geht, mit Adaptern, was auch immer, habe ich aber keine Erfahrungswerte und kenne ich mich nicht mit aus. Also, wenn da sich jemand mit auskennt, bitte, hilft mir. Genau, das Letzte, was ich dann noch so aufm Zettel habe, ist, dass ich mir ganz gerne dann zumindest mittelfristig auch 'n dynamisches Mikrofon zulegen würde mit XLR. Ähm, klar, die ganzen Streamer haben das Teil hier, aber Leute, ich gebe keine, 300, fast 70 € für 'n Mikrofon aus. Das heißt, so geil das auch sein mag, würde ich jetzt wahrscheinlich eher zu diesem Procaster hier tendieren. Ist ja auch noch 'n super Mikrofon und ist auch noch, finde ich, sehr teuer, also zumindest für mein Preisempfinden. Ähm, aber gut, die Dinger halten ja, ja, und die kann man ja auch ewig benutzen, ja. Gut, aber muss ich halt mal schauen, wann und wie schnell ich das Ganze dann eben umsetze. Das nächste Ding ist halt immer, ne, dann gibt's TRRS und TRS. Das heißt, TRRS, da ist dann quasi Stereo-Audio und Mikrofon. Das sind die ganzen Anschlüsse, die man auch ans Smartphone anschließt mit den Headsets mit Mikrofon. Und, dieses Lavalier oder Levelier oder was auch immer Mikrofon hier, das hat eben kein TRRS, sondern nur TRS. Da sieht man, dass hier nur so 2 schwarze Ringe sind, das ist TRS. Wenn da noch 'n dritter schwarzer Ring ist, dann ist es TRRS. Dann auch wieder die Frage, funktioniert das miteinander oder nicht? Weiß ich nicht. Jo, also, ich weiß ja nicht, bei Audiogeschichten ist es meines Wissens und meiner Erfahrung nach ja so, dass je mehr Adapter und Zeugs ich dazwischen baue, desto mehr Probleme bekomme ich. Ähm, deswegen weiß ich halt nicht, wie gut das dann funktioniert, wenn ich hier 20 Adapter zwischendrin habe, bis ich Mini XLR auf 3,5 Millimeter Klinke habe. Keine Ahnung. Gut, dann kommen wir noch mal zum Loopback zu sprechen. Also, ich habe dir schon mal gesagt, wie ich das verstanden habe, was das ist. Und zwar, ich habe, meinen Mixer zum Beispiel, da geht Mikrofon rein, da geht Musik rein, da geht die PlayStation 4 rein, da geht Systemsound rein. Also, ich stecke den USB-Stecker an meinen PC und dieser Systemsound geht da drauf. Ähm, dann kann ich das theoretisch abmischen und dann wieder zurückspielen auf meinen PC über USB, da in den Stream einspeisen. Insbesondere wenn ich ein Zwei-Rechner-Setup habe, könnte ich mir vorstellen, dass das praktisch wäre, weil ich das Ding dann an den Streaming-PC anschließe und von dem dann auch meinen Systemsound bekomme, also Benachrichtigungen, wenn irgendwie ein Alert losgeht, Abo oder sonst was. Und dann aber auch den Spiele-PC da anschließe, dass das auch da eingespeist wird. Der anderen Seite habe ich aber die Capture Card, die ja auch meinen Sound von meinem Capturing Device, also dem Spiele-PC in dem Fall, an meinen Streaming-PC weiterleitet. Also, würde ich jetzt sagen, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich kann's halt null abschätzen. Dann ist es bei mir aktuell so, ich habe mein Mikrofon und meinen Sound und alles habe ich in OBS, abgestimmt, abgemixt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel schlechter ist wie so 'n Mixer. Zumindestens hatte ich da so ziemlich die gleichen Einstellungen als auch beim Mixer. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so mega hardwarehungrig ist. Aber klar, wenn man's auslagern kann, ist es halt vielleicht besser. Also, keine Ahnung, Leute. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Was sind die Anwendungsszenarien dafür? Schreibt's mir bitte in die Kommentare oder in den Chat. So, Mikrofon habe ich ja schon 'n bisschen was zu gesagt. Und kommen wir jetzt mal zu so 'nem kleinen Fazit. Also, grundsätzlich habe ich ja gesagt, Problem war, ich habe meinen Laptop, einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Wie bekomme ich da mein Mikrofon, mein Headset und gegebenenfalls noch 'n drittes Gerät dran? Das dritte Gerät, PS4 zum Streamen, habe ich jetzt lösen können, indem ich den Sound über HDMI bekomme. Von daher, wenn man mal ganz ehrlich ist, brauche ich diesen ganzen Kram eigentlich nicht und mit 'nem kleinen Adapter, der hier von diesem Laptop, den 3,5 mm Klinke aufsplittet in Mikrofon, Audio, wo ich die 2 Sachen getrennt reinstecken kann, wird eigentlich reichen. Oder wegen mir 'ne externe Soundkarte, ja, so was wie das Teil hier. Da habe ich beide Anschlüsse, kann den Sound regeln, 120, 130 €, ja, Maximum, bin ich durch. Ja, von daher die aktuelle Frage: Brauche ich das überhaupt? Eigentlich nicht, ne? So was wird ja reichen. Zumindestens mal für den Anfang, bis man dann vielleicht 'n bisschen mehr, Einnahmen generiert hat in dem Stream und dann eben oder überhaupt Einnahmen oder bis man mal 'n Jahr gemacht hat, auch ohne Einnahmen. Ja, wenn man dabei ist und es macht Spaß, dann würde ich das auch investieren. Wenn man da nix mit einnimmt, ähm, da könnte man so was immer noch angehen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mega Bock, das alles mal auszuprobieren, wie das funktioniert, ja, ob ich das ans Laufen bekomme, ob ich das so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, dass ich zum Beispiel ja vielleicht auch mit so 'nem Audiointerface das alles in Audition reinpacke, da dann die einzelnen Spuren quasi abspeichern kann und da von da weiterleite in OBS und das streame, damit ich dann nachher für YouTube das irgendwie nachträglich noch mal separat alle Audiospuren separat abmischen kann oder so. Würde ich halt auch saugerne ausprobieren. Aber Leute, dafür jetzt, keine Ahnung, an die 1.000 € oder so auszugeben, bis ich das alles zusammen habe, was ich gern hätte und brauche, ähm ich weiß nicht. Und dann gibt's halt eben andere Geschichten, die vielleicht 'n bisschen wichtiger sind. Hier bessere Beleuchtung, Green hintendran, ähm, die jetzt an der Stelle vielleicht 'n bisschen, ja, besser wären, zum Investieren als in dieses Audio-Equipment. Ich habe noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Ich werde euch auf jeden Fall aufm Laufenden halten. Das heißt, wenn ich mir irgendwas bestellen sollte, poste ich's auf Instagram und Twitter und im nächsten Stream werde ich's, dann eben vorstellen. Ähm, vielleicht mache ich dann auch kleine Clips, von 'n paar Minuten für YouTube, wo ich irgendwie auspacke, anschließe, ausprobiere oder so. Mal schauen. Aber das waren auf jeden Fall so die Audiogeschichten, die ich jetzt aktuell habe und wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Und, von daher wollte ich euch da mal mit dran teilhaben lassen und vielleicht auch, von eurem Input profitieren. Gut, dann würde ich sagen ich könnte noch mal, kurz aufzeichnen hier, wie das funktioniert aus meiner Sicht mit diesem Loopback. Also, ich habe hier irgendwie mein Mikrofon. Und dann habe ich hier meinen Spielesound. Und das geht jetzt beides quasi in den Mixer rein. Ich mache hier mal 'n M hin für Mixer. Und
wird da eben abgemischt, ja, und geht dann raus, ich glaube, das Blau hier hatte ich, als ein Signal, ja, in OBS. Also, so habe ich das verstanden. Und wenn ich jetzt, quasi 'n Audiointerface hätte, dann müsste das eigentlich so sein, dass ich hier wirklich 2 getrennte, Spuren habe, die da reingehen, die ich auch separat eben abmischen kann. Also, so habe ich das verstanden. Aber ich weiß nicht. Also, bitte erklärt's mir. Ich wäre dankbar.